Keller, J., Sergeant First Class, Seriennummer 7178412. Iran, Guatemala, Kolumbien, Kroatien. Beeindruckend. Ich weiß, was Sie vorhaben, Sir, aber das funktioniert nicht. Nein, Sergeant Keller. Sie wissen doch gar nicht, was ich vorhabe. Ich bin hier, um mal aufzuräumen. Wenn Sie kooperieren. Wenn Sie jetzt durch diese Tür gehen, werden Ihre Akten sofort freigegeben. Man wird Sie verhaften und verurteilen. Sie werden doch nicht den Rest Ihres Lebens im Gefängnis verbringen wollen. Na gut, Sergeant, wie Sie wollen. Warten Sie. Was soll ich machen? Erzählen Sie mir alles, was Sie über Seventh Wave wissen. Das sind Waffenhändler. Für schweres Gerät, das ursprünglich von östlichen Geheimdiensten eingesetzt wurde. Später auch von Terroristen. Seventh Wave wurde zum Feind Nummer 1 erklärt, nachdem sie 9 Agenten der Agency erledigt hatten. Es waren koordinierte Hinrichtungen. Die Division wollte Seventh Wave mit allen Mitteln zerschlagen. Wir hatten 3 mögliche Ziele. Valencio war der Anführer, Rubin und Jewtuschenko seine Kavallerie. Wir haben die Kerle vor dem Zugriff mit 3 Teams überwacht. Ein Team unterstand mir. Der Geheimdienst dachte, die Briten, Chinesen und Israelis hätten auch Teams im Zielgebiet. Alle waren hinter diesen Typen her. Wer war der 4. Mann? Er war Söldner. Er schien damals nicht wichtig zu sein. Was lief schief? Ziemlich alles. Wie schlimm ist es? Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu 2 Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Hat uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Gott helfe uns allen.
phone is behind the parking lot. Squad Gamma 7, sector clear, over. Do you have any idea how to open this? Now let's meet in my lab and I'll share some more info. But right now, let's get you out of here. We need to get to the portal to Red Dimension, and as quickly as possible. Commando, it looks like we have company. Don't let them interrupt the process. It is done. Get in the teleport now. Come back soon. Since you're here, I might just have a plan to get us back to Earth. But I need your help. You are back! My Führer. The war is lost. Surrender is our only option. Das Vaterland will not fall! Execute Plan D!
Grüß dich zu diesem Infovideo. Wenn du durch puren Zufall auf diesen Kanal und auf dieses Video gekommen bist, grüß dich aus der Steiermark. Wenn du den Kanal schon länger verfolgst, wird dich das vielleicht interessieren, was du nun hören wirst. Und zwar fangen wir an. 2024 habe ich leider einige Fehler gemacht. Ich habe zu viel probiert und zu viel gewollt. Ich gebe es ehrlich gesagt zu, das war ein Fehler von mir. 5 Sendeplätze, 5 verschiedene Spiele. Und dann noch versuchen, einige Formate dazu reinzuquetschen, war leider ein Fehler von meiner Seite her. Das Ganze hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten so ergeben, dass ich den Kanal komplett umstrukturiere. Das heißt, ich gehe von 5 Sendeplätzen runter auf maximal 2. Alle 2 Tage ein Video bleibt aber. Genau. 2 große Brocken habe ich ja ehrlich gesagt vor mir. Das ist Mass Effect 3, beginnend ab September. Und The Long Dark. Bin gerade dabei, die 5. Staffel im Überlebensmodus aufzunehmen. Die wird die umfangreichste. Wann sie beginnt, weiß ich noch nicht. Es steht noch aus. The Long Dark Überleben Staffel 1, Staffel 2, 2.1, 3 und 4. Aufgenommen und jetzt bereits am Kanal fertig war The Long Dark Wintermute Episode 1. Dahingehend fehlen mir noch Episode 2, 3, 4 und das Warten auf Episode 5. Den Abschluss der Geschichte zu The Long Dark. Genau, das sind die 2 großen Projekte, die ich derzeit noch habe. Die Sandbox von The Long Dark und auch Wintermute werde ich im Laufe der Zukunft immer wieder mal reinschmeißen, da ich momentan zwar Staffel 5 aufnehme, aber das nur immer wieder mal eine Stunde, mal 2 Stunden, immer mit ein bisschen Abstand dazwischen. Hat seine Gründe, wirst du auch noch erfahren. Ab Oktober 4.2, genau, circa 19 oder 20 Episoden ist das Let's Play lang. Und eins vorweg, am Ende des Let's Plays wirst du auch hören, dass meine Stimmung eher gen Süden wandert. Aus dem einfachen Grund, das Spiel ist am Ende zu lang. Es zieht sich und es zieht sich. An und für sich ein sehr gutes Spiel. Es hat mir wirklich gefallen. Aber der Schluss zieht das Ganze runter. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und mehr will ich dazu auch nicht sagen. Genau. Du wirst alles in der Zukunft sehen. Was 4.2 angeht. Eigentlich war geplant für 2026 die Geschichte zu Generation Zero. Habe ich verworfen. Hat viele Gründe. Diese Gründe haben sich aus den Aufnahmen ergeben zum letzten Durchlauf von Generation Zero, der Hauptgeschichte, und der Zeit, die dahingehend verstrichen ist. Natürlich musste ich mir, oder habe ich mir dann überlegt, was kann ich alternativ bringen. Das Alternative, oder die Alternative hat auch was mit Diffusion, was du im Intro gesehen hast, zu tun. Genau. Diffusion wird nur eine kleine Draufgabe. Als Ersatz fand ich, wo ich jetzt nochmal testen muss, welches Aufnahmeprogramm ich nehmen kann, Half-Life 1 und 2. Kenne ich nicht. Gerade mal das Tutorial, den Trainingsraum gespielt. Das kenne ich bereits in Half-Life 1. Und ich freue mich drauf. Ehrlich gesagt. Es wird 2026 kommen. Wann, weiß ich noch nicht. Lass dich einfach überraschen. Und dahingehend kann ich ja auch gleich das neue Sendeplanformat preisgeben. Ich werde im Laufe vielleicht wöchentlich, vielleicht auch monatlich, machen wir eher monatlich, immer wieder mal den Sendeplan einblenden, wann was oder was kommt im Monat. Das wird so ablaufen: Datum als Überschrift oben, Links
ein Logo eines Spiels, Sendeplatz 1 oberhalb als Überschrift, rechter Hand dann Sendeplatz 2 als Überschrift, drunter ein Spielelogo. Kommt nur ein Spiel im Monat, bleibt ein Logo gleich unter der Überschrift. Genau, kurz und schmerzlos. Die Änderungen beziehen sich auf so viele Dinge. Es sind Kleinigkeiten, die aber mittlerweile schon so ein immenses Häufchen ergeben, dass ich dahingehend jetzt ein bisschen anders agieren werde. Genau. Die Spiele sind jetzt mittlerweile alle vorproduziert. Daher auch das Motto: hinsetzen und die Show genießen. Weißt, ich habe mir jetzt schwer getan. Eben wie schon erwähnt, 2024 habe ich einige Fehler gemacht und die möchte ich nun anders umsetzen. Eben auch daher das Motto: hinsetzen und die Show genießen. Lacht über mich, lacht mit mir, ärgert euch über mich, ärgert euch mit mir über das Spiel oder über sonstigen Scheiß. Ansonsten habt Spaß an den Videos, die ich euch zeige. Und dann passt das Ganze. Was ab September mit Mass Effect 3 beginnend Einzug hält, sind Kapitelmarker. In jedem Video 2 Stück. Das Intro mit Beginn und Gameplay mit Beginn. Von der Zeit her, das ist ein kleiner Kompromiss euch gegenüber, wenn euch mein Musikgeschmack, mein privater, der in meine Intros mit einfließt, nicht gefällt. Natürlich, Geschmäcker sind verschieden. Dem einen gefällt ein rotes Auto, dem anderen ein weißes. Der andere trägt gern schwarze Schuhe, der andere trägt gern rosane Schuhe. Ist so. Will ich jetzt auch nicht weiter auftrampeln, das Thema. Kurz und schmerzlos. Es werden 2 Spiele folgen aus 2 kontroversen Reihen, sage ich jetzt mal. Kontrovers ist die eine Reihe und kontrovers war die andere. Und zwar: die Probeläufe liefen momentan sehr gut. Ich muss mich nur an die Steuerung gewöhnen und mir erst anpassen, wie ich am besten damit zustande komme. Wann sie in der Zukunft kommen, kann ich dir noch nicht verraten, da ich auch noch nicht weiß, wie ich zukünftig den Sendeplan gestalte, so dass die Abwechslung vorhanden ist. Ich spreche von Medal of Honor Airborne, das habe ich auf der 360, beziehungsweise über die Xbox Abwärtskompatibilität werde ich es dann auf der Xbox Series S spielen. Und das zweite, Call of Duty World at War. Genau, diese 2 Spiele werden die einzigen Spiele aus dieser Reihe sein, oder aus diesen Reihen sein, die mich interessieren und die ich für YouTube spielen möchte. Bingo, kurz und schmerzlos. Dann haben wir noch als Thema, was kommt in der Zukunft? Du hast im Hintergrund, siehst du es die ganze Zeit schon laufen, die Sniper Elite Reihe, genau, egal ob es um die Nazi-Zombie-Reihe ist, das Spin-off draus, oder ob es jetzt Sniper Elite 2, 3, 4 sind, nehmen wir den 5. auch noch dazu. Was ich auf jeden Fall derzeit aufnehme, ist Gears of War. Da wird in der Zukunft Teil 1, 2 bis 3 kommen, allerdings immer mit einem Abstand dazwischen, da ich Abwechslung will. Ich werde keine Trilogien mehr hintereinander bringen, so wie ich es bei Mass Effect gemacht habe. Das ist mir dann etwas zu eintönig, sagen wir es mal so. Genau, und Abwechslung wird in der Zukunft relativ groß geschrieben am Kanal. Die Dead Space Reihe wird kommen. Genau, 1 bis 3 habe ich mir auch schon zurechtgelegt alles. Und dahingehend kann ich dir nur verraten, es werden viele alte Spiele kommen, die ich seit Jahrtausenden zu Hause liegen habe. Und wo ich vielleicht mal nur eine Stunde angespielt habe und noch nie fertig gespielt habe. Das ist mir momentan sehr wichtig. Ich möchte mal diese Projekte alle irgendwie mal unter einen Hut bringen und sie für YouTube aufnehmen. Ist mitunter auch ein Grund der ganzen Änderungen derzeit.
Genau. Projekte wie Cyberpunk 2077. Cyberpunk selber wird irgendwann in der Zukunft zurückkehren, ist mir derzeit aber noch zu groß. Genau. Die Karte ist mir momentan zu groß und Elder Scrolls oder Fallout ist momentan eingestellt. Genau. Alte Rennspiele werden folgen. Da habe ich 3 oder 4 Reihen, die ich bringen möchte. Reihen oder Spiele aus Reihen, die ich zeigen möchte, die ich spielen möchte. Kommt aber auch alles in der Zukunft. Irgendwann mal. Du hast im Vorspann auch gesehen, XCOM wird eine zweite Staffel folgen. Es werden viele Spiele in Staffeln folgen. So wie zum Beispiel eben auch schon angesprochen The Long Dark in der Sandbox. Sunkenland, No Man's Sky, Minecraft im Hardcore-Modus. Das sind so Spiele. SnowRunner zum Beispiel wird auch in Staffeln folgen. Wie das Ganze dann vonstatten gehen wird, wirst du früh genug erfahren. Und dahingehend kann ich jetzt nur sagen, wenn du noch irgendwelche Fragen hast zu Änderungen etc., ab in die Kommentare damit. Und nochmal kurz zum Sommerprogramm, das ist eingegeben. Juni, Juli, August, alle 3 Tage ein Video, zusammengepresst auf 2 Sendeplätze, wo ich The Long Dark Staffel 1 im Überlebensmodus spielen werde, 17 Episoden. Die Road to WrestleMania von SmackDown vs. Raw 2009 und 2011, glaube ich. Das waren Edge und der Undertaker. War ziemlich lustig zu spielen, hat auch Spaß gemacht. Raft gibt's 3 Folgen angespielt und den Rest wirst du dann sehen, wenn es soweit ist. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein wenig aufklären über das, was dich erwartet in der Zukunft. Bei Fragen bitte ab in die Kommentare, wenn du den Kanal auch mitunter schon länger verfolgst und dazu hingehend Fragen hast. Genau. Also ich hoffe, du bist mit den Änderungen einverstanden und ich hoffe, die Videolänge ist kurz genug. Genau. Ich möchte dir nicht deine Zeit stehlen, sagen wir es mal so. Bis zum nächsten Mal und bei Fragen ab in die Kommentare. Baba derweil.